Ja, 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 ja. Aha, aha. Tschüss, Gritty Bounce wieder am Start. Heute mit dem Game Firewatch. Und zwar weiß ich gar nicht wirklich viel über das Spiel. Ich habe kurz mal reingeschaut in ein paar Trailer und Gameplays und so weiter. Und es hat mich spannend gedacht. Darum habe ich gedacht, ich ziehe es mir mal rein. Spiele es mal an und mal schauen, was passiert. Es ist, glaube ich, so eine Art ein bisschen Mystery Game. Pipapo. Pipapo, ja. Gar nicht viel darüber reden eigentlich. Wir spielen jetzt einfach an. Boulder, Colorado, 1975. Julia. Ich hoffe, ihr versteht ein bisschen Englisch, weil ja, ich verstehe es ziemlich gut, aber so der wahnsinnige Übersetzer bin ich jetzt auch nicht, darum. Auf jeden Fall sind wir der Henry und wir hängen jetzt mit unseren Jungs und sind am Saufen und gehen auf sie zu, also auf die Julia. Ja, wir sind besoffen. You're pretty. Yeah. Was? Ja, ein Cheeseburger, das. Wir haben jetzt neue Karten spielen. Ja, wir unterhalten uns kurz mit ihr und eine Woche später sind wir zusammen. Wie schön. Julia. Wir sind allein. Alright. Den Rucksack nehmen wir mit. Lift. Wir steigen ins Auto ein. Ja, wir daten uns für über ein Jahr. Sie macht uns wahnsinnig. Es ist super. Ja, und wir ziehen zusammen. Und wir trinken immer ein bisschen Bier. Bier ist gut. Das Leben ist auch gut. Das Leben ist schön. Alles super. Die Julia will einen Hund. Ja, das ist mal der erste Schritt, oder? Ein Beagle. Oder ein deutscher Schäferhund. Ja, wir wollen den Mayhem nehmen wir, oder? Oder den Herzig klein? Nein, wir wollen den Badass, der sich beschützen kann. Ja, das ist doch super. ...1979. Wir reden miteinander. Auf der Terrasse im Sommer. Es ist Sommer. Was haltest du von Kind? Die Frage, die meisten Jungs, die ich kenne, Angst haben davon. Oder mittlerweile vielleicht auch nicht mehr. One day, why rush? Ja, okay. Ja, dann lass uns heiraten, eben. Von wegen erster Schritt, nächster Schritt heiraten.
Kind und so weiter und so fort. So, okay, auf jeden Fall, es ist immer so ein bisschen die Vorgeschichte und das ist jetzt die Gegenwart. Wir sind im Wald angekommen, wo wir ja, wie wir noch werden herausfinden wahrscheinlich, unseren neuen Job angenommen haben. Two Forks. Kein Feuerwerk. Jawohl. Machen wir nicht. Schön, schön, wie sieht es da aus? 1980. 4 Stunden spät. Sie läutet nicht an. Machen uns Sorgen. Und werden immer ein bisschen hässiger. Von Minute zu Minute. Sie kommt dann heim, wo wir schon im Bett sind. Sie ist zwar nicht betrunken, aber sie hat ziemlich viel Spaß gehabt. Aha, wenn man hässig werden oder ignorieren. Ah! Wir sind stinkhässig. Bah, nein, das habe ich auch nicht wollen. Klar sind wir ein bisschen hässig, aber sie geht, ja. Ja. Ja, das sind halt die Streit. Bärli kennen das. Vielleicht nicht gerade in dem Ausmaß, aber die Streit, die kommen immer vor. So ist das Leben. Wir sind der He-Man. Yeah, you look awesome. Abigrot. Ah, es ist wunderschön da. Fernab von allem Beton und Teer und Straßen und Autos und Leute und Lärm. Two Forks Lookout Tower. 8 Meilen entfernt. Voll die Wanderung. Nice. There's a festival in town. Und wir trinken sicher wieder Bier. Oder nicht? Oh oh. Make me move, fuck the dog. Hä? Tourette und so, oder was? Oh. Scare him away, you beat his goddamn face in. Ja. Ja wir hauen dem die Schnurren breit. Oh oh. Ja, wir sind ein wahnsinniger Tough Guy. Auf jeden Fall gehen wir getrennten Weg zurück, heim. Und unsere Pläne, Kinder überzukommen, werden rausgeschoben wegen der Arbeit. Ja, ich habe halt nur die 2 Möglichkeiten zur Auswahl. Wenn man ihr sagt, sie sollen nicht nehmen, ist sie wahrscheinlich auch hässig. Aber wenn man sagt, ja, geh doch,
geh doch. Dreimal pro Semester kommt sie zurück. Was nicht gerade viel ist. Also wir sehen das jedenfalls nicht mehr viel. Irgendein Problem hat die junge Dame. Ein psychisches. Macaroni und Wein. Ist doch gut, oder? Oder? Ah, und dann wird sie wieder hässig, wenn ich sage, sie soll... Oh. Ja, immer das Dilemma. Wir schauen Dallas und schlafen zusammen auf der Couch. Ja. Wir haben also da campiert. Wir nehmen unser Tagebuch. Was? Unser He-Man-Bild ist der Wahnsinn geworden. Mayhem wird älter. Ja, ja, ja. Alles ist gut. Alles ist gut. Oder doch nicht. Oh mein Gott. Nicht gut, nicht gut. Ja, sie hat tatsächlich irgendeine massive Störung. Ihr geht's immer schlechter. Ja, sie muss wirklich betreut werden. Oh, aber wir wollen sie doch auch nicht. Wir wollen ihr helfen. Ja, aber es wäre wahrscheinlich besser, sie wäre professionell Fulltime, 24 Stunden. Ich nehme jetzt das, aber nicht will ich. Ah, ah! Mal, es ist wahrscheinlich das Beste. Da müssen wir jetzt einfach mal. Ja. Und wir sind wieder im Wald. Und alles ist gut. Zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Da ist es wunderschön. Kein Stress, frei von Sorgen. Uns geht's gut. Zumindest. Für den Moment, wie gesagt. Hallo. Ihre Familie, ja, akzeptiert oder ist einverstanden mit meiner Entscheidung. Wir finden einen guten Platz für sie in Boulder. Ich sehe sie jeden Tag. Dann jeden anderen Tag. Ja, wahrscheinlich immer weniger. Ist ja klar gewesen.
Genau. Was? Ja. Okay, das ist doch schön. Also schön. Ja, das sind halt immer, man muss immer Kompromisse gehen. Ihr kennt das. Entweder machst du dem nicht recht oder am anderen, oder dir selber nicht, oder allen nicht. Aber allen recht machen kannst du es nie. Das ist, das Leben besteht aus Kompromiss. Hm. Monate gehen vorbei. Mayhem stirbt. Unser Hund. Leider hat müssen von uns gehen. Die Julia mag sich nicht mal mehr an ihn erinnern. Ach Gott. Ja, wir haben natürlich Schuldgefühl. Weil wir sie so wenig sehen und das Gefühl haben, das sei der Grund, dass sie immer weniger weiß, was war und so weiter. Der Sommer kommt und wir sehen die Jobausschreibung in der Zeitung. Und wir nehmen den Job an. Laden, laden. Jo, das ist also unser neuer Arbeitsplatz. Genau, unser Wachturm. Als, ja, was sind wir? Genau, was ist Firewatch? Es ist ja nicht wirklich ein Feuerwehrmann, aber doch irgendwie ein bisschen Park Ranger. Ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht so aus, aber auf jeden Fall sind wir da zum Rechten schauen, dass unser Wald, jawohl, wohlbehalten und nicht in den Arsch geht. Genau. Turn on the power. So, yes. Licht. Es wird Licht. Hello, Two Forks Tower. Hallo. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. L2 zum Aktivieren. Hallo. Okay, mit. Hello? Ach so, alles Whoever klar. this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Ähm, Okay, you've killed 3 husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, Henry. Okay, I sleep now? Not quite. Now you. Okay, good night, bye. Let's see.
don't know anything about you, but 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Huh, that it. Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Welcome to the job. Firewatch Tag 1. Alright, was kommt als nächstes? Wir werden es sehen. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Sie seht uns. Hä? Hä? Activate. Ja. Wir haben schon mal verschlafen. Am ersten Tag. Hey, sorry. Guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus. I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Yup. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne. Osborne. This spot, you guessed it. Yeah. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to. Oh, fuck me! Good God, language, Oh. lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? West facing compass. Are those fucking fireworks? Oh. Oh. I need you to confirm. Do you see them? Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Alright, like kicking the was? Kick the shit out of him. Do you think you can handle that? Can I write them a ticket? I'm not really in. Yeah. Kick the shit out of him. I'm sorry it's not in the job description. Like, kick the shit out of him, sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Secure. Shut up. Ja, ja. Was haben wir denn da noch so alles in unserem Turm? Kann man da irgendwas mitnehmen, anschauen? Upp. Pick up. Drop. Put back. Aha, aha. Okay. Ja. Ja. Ja, die Steuerung auschecken ist ein bisschen anders als alle anderen Games irgendwie. Ja, das ist nicht wirklich spannend da. Hm? Okay. Vielleicht noch die Bücher, die ich da vorher gesehen habe. Was ist das? Ja. Oh. Ha. Kann ich das nicht da wieder so an tun? Doch, können wir. Ja, wir gehen jetzt einfach mal, oder? Ja. Hm. Backpack nehmen wir mit. Logo. Ist da eigentlich noch irgendwas? Nicht. No. Nein.
Kann ich da irgendwie rennen oder schneller? Alright. Nicht wirklich. Check mal die Map. Was ist da? Zoom in L1. Muss ich mal. Oh. Wir sind da. Und. Ja. Box 306, ja genau dort. Okay, gehen wir im Bag noch. Alles klar. Jonesy Lake. Ja, da gehen wir doch hin. Oder nicht? Hat sie nicht irgendwas von einem See geschnurrt? Ich habe irgendwie gar nicht so recht aufgepasst. Hallo. Sind wir da richtig? Können wir da schneller rennen, oder? Irgendwie. Oh ja. Sehr schön. Wir haben es ja eilig. Irgendwie. Da ist doch die Box. Copy information. Ah, alright. Das ist cool, das ist cool. Da kann man also Map updaten. Können wir nachher mal schauen, was neu ist. Granola-Riegel. Ja, nehmen wir. Essen, komm. Da haben wir unser Seil, das wir brauchen. Sehr schön. Den brauchen wir glaube ich nicht. Oder müssen wir den sammeln oder so? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, hä? Drop. Voll unmotiviert einfach wieder reingeschmissen. Was ist das? Soll ich das reporten? Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Harmless, but yeah, one of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type. Totally fucking cuckoo. Which is kind of what the job attracts. Ja, vielversprechend. Nope. Hey man! Some stuff in the box. These bars you like. Ja, den haben wir jetzt gerade gegessen. Okay. Spannend. Okay, das können wir also einstecken, hä? Können wir mitnehmen. Machen wir zu. Da wieder geschlossen, oder? Bäh. Oder auch nicht. Unsere Map, genau. Alright, da hat es irgendwie... oh, okay. Ja. Cool down. Hat er jetzt so Wege eingezeichnet, hä? Okay, nicht wahnsinnig jetzt gerade. Ich meine, die Wege, die sind ja eigentlich schon drauf gewesen, aber sie sind jetzt halt farblich markiert. Oder das Medicine Wheel habe ich vorher glaube ich auch nicht gesehen, bin jetzt gar nicht sicher. Können wir mal noch anschauen, ob dort irgendwas Spannendes ist. Mach ich Lalli. Jetzt will ich schauen, wo ich muss hin, oder? Soll ich jetzt geradeaus? Wo schaue ich jetzt eigentlich hin? Kommt eigentlich nicht so drauf an, hä? Wir kommen dann schon wieder ans Ort, wir könnten links gehen. Ja.
Mal schauen, wo es uns an verschlägt. Ich wollte jetzt auch gar nicht zu viel Zeit mit da Karten lesen verbringen, sondern wir laufen einfach mal los. Was kann uns denn schon groß passieren? Wir werden es sehen. Jo, wir werden es sehen, aber erst in der nächsten Folge. Weil ich mache jetzt dann einen Cut. Sonst geht das ein bisschen zu lang. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Peace out.